Einer der Aspekte, der schwierig sein kann bei der Geburtshilfe, ist herauszufinden, um was für einen Körperteil es sich handelt, den man gerade in der Hand hält und wie dieser Körperteil orientiert ist. Speziell geht es darum zu unterscheiden, handelt es sich um ein Vorderbein oder um ein Hinterbein. Und das ist, wie gesagt, nicht immer ganz so einfach herauszufinden, wenn man nur die Möglichkeit hat, die Finger zu verwenden, um diese Tatsache genauer herauszufinden. Ja, die Grundsatzfrage Vorder- oder Hinterbein kann man auf die Weise lösen, dass man die Gelenke zählt, von der Klaue angefangen, bis man zur sogenannten Kugel gelangt, wie man es nennen kann. Konkret, hier unten ist die Klaue, dann kommt das erste Gelenk und weiter hinauf am Bein gelangt man zum zweiten Gelenk und direkt zur Kugel, in dem Fall das Sprunggelenk, an dem das Fersenbein befestigt ist. Damit wissen wir, es ist ein Hinterbein. Gehen wir nun zum Vorderbein. Die Klaue, das erste Gelenk oberhalb, dann weiter bis zum Vorderfußwurzelgelenk, was auch häufig Knie genannt wird, und schließlich zum dritten Gelenk, wo nun die Kugel erscheint, mit anderen Worten das Ellbogengelenk. Also nochmal 1, 2, 3 beim Vorderbein, 1, 2 beim Hinterbein. Damit können wir zweifelsfrei feststellen, um welches Bein es sich handelt. Hier haben wir nun die Ansicht, die sich bietet, wenn ein Lamm rückwärts erscheint. Und der Punkt, der es schwieriger macht, unter anderem im Vergleich zur Geburt vorwärts, ist es, dass die Hüfte des Lamms an der richtigen Stelle durch die Hüfte oder die Beckknochen der Mutter gelangen muss. Und da ist die Steuerung quasi beim Austritt des Lamms nicht ganz so eindeutig wie bei der ganz normalen Vorderendlage, wenn der Kopf mit dabei ist. Das ist einfach stabiler in der Gesamtbewegung. Und das kann man aber dadurch steuern oder beziehungsweise dann nachhelfen, indem man darauf aufpasst, dass die Hüfte des Lammes genau an der richtigen Stelle durchs Beckenknochen gelangt und gegebenenfalls muss man dabei ein bisschen drehend nachhelfen. Weiterhin wichtig ist es, um den Druck zu vermindern auf den Brustkorb, dass man leicht nach unten zieht. Das heißt erst ein Stückchen waagerecht und dann, sobald der Brustkorb auf das Beckenknochen trifft, die Bewegung dann nach unten umlenkt. Dadurch kann man den Druck stark vermindern und auch das Ziehen insgesamt erleichtern. Der Brustkorb ist der kritische Punkt überhaupt bei der Rückwärtsgeburt,
Da ist der Druck sehr groß und häufig kommen Rippenbrüche vor. Dazu kommen wir später noch. Hier nochmal das, was ich eben erläutern wollte. Der Beckenknochen, das Becken der Mutter, ist unterschiedlich geformt, also im Prinzip oval, sodass der Durchmesser oder der Platz einfach in der Mitte größer ist als zum Beispiel weiter oben. Oder auch wenn man das Ganze schräg stellt, dann ist wiederum noch mehr Platz. Und wenn man das Becken des Lammes oder auch den Brustkorb verdreht, dann rutscht das Lamm plötzlich durch. Ein wichtiger Hinweis noch, wenn es darum geht, einen Fuß, der nicht richtig orientiert ist, nach vorn zu holen, egal ob Vorder- oder Hinterfuß. Das am besten ist oder wichtig ist eigentlich, die Gebärmutterwand zu schützen. Und zwar indem man die Klaue in die Hand nimmt und dann, wenn es irgendwie möglich ist, dann auf die Weise den Fuß gerade richtet. Also genauer Prinzip dann die Weise nach hinten und außen ziehen. Nicht immer ist Platz dazu, aber nach Möglichkeit.